Ballett ist Tanz und ein tolles Fitnesstraining für jedes Alter. Nirgends kriege ich so dieses Globale, dass ich mich wirklich von Kopf bis Fuß durchtrainiert fühle. Reporter Vero Andersen schaut sich die Ballettwelt näher an und trifft Menschen, die erst spät damit angefangen haben. Bei mir war Ballett ein Kindheitstraum und es war nicht möglich. Und dann ab 50. Ein sportliches Willkommen bei Gesundheit, wo wir gerade mittendrin sind in meiner ersten Ballet Bar Fitnessstunde. Und ich habe mir genau das ausgesucht, weil ich noch nie Ballett getanzt habe und gedacht habe, das ist der perfekte Einstieg. Gucken, ob ich damit richtig liege. Ballet Bar, das ist eine Mischung aus Fitness, Yoga und Ballett an der Bar, der Ballettstange. Das mache ich im Studio One in München. Unsere Trainerin Lara Maurermeier. Es tut einfach nur weh. Warum ist Ballet Bar so ein effektives Training? Das Schöne finde ich, dass es einfach so ein ganzheitliches Workout ist, dass man auch die Füße integriert, auf denen wir ja stehen den ganzen Tag und dass auch Arme, Schultern, Rücken mit dabei sind. Also man kann eigentlich sagen, es ist ein richtig schönes Ganzkörper-Workout, das Spaß macht. Und es ist damit auch gut für die Haltung, oder? Richtig. Und das ist meiner Meinung nach so wichtig für alle, weil wir ja im Alltag selten über unsere Haltung nachdenken. Wir dürfen immer viel sitzen, dann rollen die Schultern so nach vorne, die Hüfte ist immer gebeugt. Und im Ballett hat man so diese gestreckte Wirbelsäule, die aufrechte Haltung, Schultern zurück. Wie sagst du am Anfang der Stunde immer, mach dich groß, stolz und schön. Das Training hat tänzerische Elemente, konzentriert sich aber mehr auf die Kräftigung der Tiefenmuskulatur. Durch viele Wiederholungen. Schieb mal meine Hand nach oben weg. Push. Ja, push. Und ich werde gleich zu spüren bekommen, dass ich diese ganz schön vernachlässigt habe. Eine 8. Let's go. Squeeze, squeeze. Ich bin mitten in meiner ersten Ballet Bar Fitnessstunde und schon nach den ersten 15 Minuten... Ich habe einen Krampf im linken Oberschenkel. Was lachst du so gut? Ist das schön, wenn man da mal einen Krampf kriegt? So? Ist das Überbelastung schon? Nimmst du denn Magnesium? Jetzt schon, dann. Ja, das verrate ich dir. Und man muss auch dazu sagen, die Ischiochorale Muskelgruppe, also die Muskeln an der Beinrückseite, ist bei den meisten Menschen verkürzt. Jetzt weiß ich nicht, was du so im Alltag machst, wenn du viel sitzt. Dann lohnt es sich immer mal wieder, die Muskulatur zu dehnen, um den verspannten Muskel zu lösen. Wie ist bei dir? Warum bist du hier? Ich habe wirklich alles probiert, was es irgendwie gab. Ich habe gesteppt, wirklich alles. Cool. Und ab einem gewissen Alter traut man sich dann nicht mehr so mit den 20-Jährigen hier in die Kurse zu gehen. Also war das dann hier so die perfekte Mischung für mich. Dele, warum bist du dabei? Also ich habe damals was gesucht, was mir bei meinen Rückenproblemen tatsächlich hilft. Das geht teilweise so weit, dass ich nicht gescheit laufen kann. Und seitdem ich eben bei der Lara bin, geht es mir wunderbar. Musik! Los geht's! Das motiviert, die Stunde fertig zu machen. Und locker ausmarschieren. Geschafft. Lara, du darfst es ganz ehrlich sagen, wie habe ich mich geschlagen? Mega. Also ich habe gesehen, du bist bis an deine Grenzen und darüber hinaus gewachsen. Ja, ich habe alles probiert. Es war eine tolle Stunde mit euch. Vielen Dank dafür. Als nächstes möchte ich dann aber doch schon auch noch mal herausfinden, wie ist denn das im klassischen Ballett? Davor brauche ich aber eine kurze Pause. In der treffe ich Tanzmedizinerin Dr. Liane Simmel. Warum ist Tanz gut? Was bringt mir das im Alltag für meine Gesundheit? Was halt im Tanzen so speziell ist, ist, dass ich eigentlich immer durch den ganzen Körper durchgehe. Nirgends kriege ich so dieses Globale, dass ich mich wirklich von Kopf bis Fuß durchtrainiert fühle nach dem Training. Also dass es wirklich von der Fingerspitze bis zur Zehenspitze alles mit integriert ist. Und es ist natürlich was eben meine Koordination schult, meine Wahrnehmung schult und damit mich auch sehr, sehr gut vor, also wenn man jetzt ans Alter denkt, auch vor Stürzen, Balance-Thematiken da auch schützen kann. Und ich werde noch ein bisschen vorbereitet auf meine erste richtige Ballettstunde. Das wäre jetzt so Ihre Grund-Turnout-Position so fürs Erste. Würde ich da denn spüren, wenn ich das zu weit öffne? Ja, Sie spüren es im unteren Rücken, Sie spüren es auch in den Knien. Es soll nicht locker sein, aber es soll auf keinen Fall irgendwo eine unnötige Spannung entstehen. Frau Dr. Simmel, dank Ihnen bin ich bestens vorbereitet für meine erste klassische Ballettstunde. Auf die freue ich mich sehr. Und ich kann Ihnen schon mal versprechen, ich werde ältere Damen treffen. Die sind der beste Beweis dafür, dass man in jedem Alter anfangen kann zu tanzen. Bis gleich.
Ich habe meine erste Ballettstunde für Erwachsene in der Tanzschule Esther in München. Hier machen auch ein paar Seniorinnen mit. Und das ist meine Ballettlehrerin Naomi Zelenkowitz. Streck, streck, streck. Ah, da Okay, sind noch wir. was. Fersen tief. Und schließ, Arm tief. Gibt's viel zu korrigieren? Es fühlt sich an, als wäre jeder Schritt eigentlich zu korrigieren. Ja, schon einiges, aber fürs erste Mal sehr gut. Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn man anfängt, Ballett zu tanzen, egal in welchem Alter? Oh, ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, das sind keine natürlichen Bewegungen, die wir da machen. Und das Schwierige ist, wie benutze ich meine Muskeln? Wie spanne ich wann, wo was richtig an, ohne natürlich angespannt zu wirken. Tun sich ältere oder tun sich jüngere Menschen leichter, so in die Bewegungsabläufe zu kommen? Kinder tun sich am leichtesten auf jeden Fall, aber ab Erwachsenenalter ist eigentlich alle ziemlich ähnlich. Die älteste Teilnehmerin ist 77 Jahre alt, Carola. Was mir halt am Ballett so gut gefällt, ist dieses Sanfte. Man hat keinen Muskelkater danach, sondern es geht so sanft. Jede Übung ist aufeinander abgestimmt. Und wenn du die Musik hörst, dann denkst du, du bist die Margot Fonteyn. Du darfst natürlich nicht in den Spiegel schauen, ne? Aber so vom Gefühl her. Das ist so schön, wie du das erzählst. Weniger schön ist es vielleicht, wenn du mich anschauen musst, wie ich das mache. Nein. Mir fällt es so schwer jetzt am Wir Anfang. schauen niemanden an. Nee? Nein, jeder macht für sich. Das ist ja das Wunderbare, dass man hier so sich gut versteht und einem hilft. Und streck. Jetzt soll ich mein erstes Port de Bras tanzen, ohne Stange. Longer. Ob ich da mithalten kann, wir werden es gleich erfahren. Aber zuerst möchte ich von einer Expertin wissen, warum Ballett nicht nur unseren Körper, sondern auch unser Gehirn trainiert. Bis gleich. Ausüben zu können. Ich übe gerade meine erste Ballettkombi. Schön. Aber bevor wir das mit Musik machen, möchte ich gerne wissen, wie sich Tanzen auf das Gehirn auswirkt. Hallo, Frau Dr. Christensen. Hallo, Herr Andersen. Ich bin gerade mitten in meiner ersten Ballettstunde quasi und schlag mich ganz okay, würde ich sagen. Wissen Sie, das Wichtigste ist nicht, wie Sie tanzen, sondern dass Sie tanzen. Ihre Neuronen, die arbeiten schon auf Hochtouren. Was macht ein Ballett eigentlich mit unserem Gehirn? Beim Tanzen kommen 3 ganz wichtige Dinge für unser Gehirn zusammen. Erstens die Bewegung. Unser Gehirn möchte unglaublich gerne, dass wir uns bewegen. Zweitens die soziale Komponente. In unserem Gehirn gibt es wichtige Systeme, die für unsere Gesundheit wichtig sind und gleichzeitig für die soziale Miteinander. Und drittens, Musik selber hat eine unglaublich wichtige neurohormonale Wirkung auf unseren Körper. Ich habe jetzt gleich noch eine ziemlich komplizierte Schrittfolge vor mir. Inwieweit trainiert das denn unser Gehirn? Ja, Sie haben jetzt für Ihr Gehirn ein Kreuzworträtsel vor sich, weil Sie werden jetzt ganz viele Dinge koordinieren. Und das trainiert neuronale Verbindungen. Spannenderweise haben da erste Studien gezeigt, dass, wenn man über längere Zeit Menschen begleitet, die verschiedenen Hobbys nachgehen, dann scheint Tanzen eins dieser Hobbys zu sein, das uns sogar vor Demenz schützen kann. Allongé. Mit dieser Information stürze ich mich gleich noch viel lieber in mein erstes Port de Bras, eine Abfolge für die Arme. Und durch die Musik fühle ich die Bewegungen mehr, sehe leichter über Fehler hinweg und vergesse, dass das alles ganz schön anstrengend ist. Und fast. Schluss. Damit endet immer unsere Stunde. Oh, das war schön. Ich glaube, mir hat nur die Musik gefehlt einfach. Jetzt fühlt man das auch gleich ganz anders. Geht's dir ähnlich? Kannst du das nachvollziehen, Carola? Für mich ist die Musik wie Salz in der Suppe. Was ist ein Ballett so insgesamt für dich und für dein Leben? Ja, es beflügelt und es hebt mich in eine andere Welt. Also ich bin dann weg vom Alltag. Ich fand es auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Danke euch allen sehr. Es war nämlich für mich heute ein ganz besonderes Erlebnis, durchaus auch herausfordernd, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also probieren Sie das unbedingt mal aus. Haben Sie eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal bei Gesundheit.